Jawohl, und habe dere Leute zum Geheimnis des Berghotels. Ja, und wir wollen das Geheimnis auf bayerische Art und Weise lösen. Und da muss ich gleich mal dazu sagen, das wird jetzt erst einmal das letzte Point-and-Click-Adventure, weil wir haben zuletzt viel gut gerätselt. Aber das passt jetzt noch ganz gut zu meinen Winterprojekten. In Zukunft soll dann wieder mehr Action kommen. Nicht, dass da einer meint, es gibt keine Action mehr. So, pass auf, ich möchte gar nicht lang rumquatschen. Nicht, dass der Winter vorbei ist. Das dürfte so weit passen, oder? Pass auf, starten wir mal ein neues Spiel. Dort ist es geschehen, auf dem Gipfel. Ein Karabiner krachte und der Bergsteiger stürzte 200 Meter senkrecht in die Tiefe, in den Tod. An dem glatten Fels konnte er nirgends Halt finden. Vielleicht hat er geschrien, wenn ja, hat ihn niemand gehört. Vielleicht hat er gebetet, aber dann hat nur Gott ihn gehört. Auf jeden Fall ist er unten aufgeprallt, denn das haben wir alle gehört. Die Lawine toste wie eine halb verhungerte Bestie, die unliebsam aus ihrem Schlaf geweckt worden war. Die Erde erbebte, als er mit tausenden Tonnen Eis und Schnee aufschlug. Tut mir leid, dass ich in Erinnerungen schwelge. Ja, wer ist denn das eigentlich? Pass auf, wir müssen uns mal vorstellen, oder? Schönen Gruß von Inspektor Scoot. Ein ehrenwerter Mann. Ich sehe, er hat unsere Abende am Kamin nicht vergessen. In der Tat. Man könnte meinen, er redet von nichts anderem. Bitte, kommen Sie doch rein. Gehen wir ins Büro. Haben Sie Gepäck? Kaiser soll sich darum kümmern. Dafür wird sie schließlich bezahlt. Kaiser! Achso, und nimm da gar nicht mit. Ja, wir sind jetzt beim Berghotel. Und scheinbar ist irgend so ein Bergsteiger abgestürzt. Was ist denn das da? Achso, unser Tagebuch. Tasche, es wird wahrscheinlich unter Inventar sein. Grundriss haben wir noch nicht. Ereignisse haben wir auch keine. Wer war das? Alec. Das ist der, pass auf, der Hotelbesitzer. Gut. Was haben wir sonst noch? Notizen. Ah ja, wir sind scheinbar zum Urlaub da. Man kann hier wohl nicht Ski fahren, ohne Spuren zu hinterlassen. Das Hotel zum verunglückten Bergsteiger. Es ist alles so, wie Scoot gesagt hat. Wie es gut gesagt hat, den kenne ich nicht mal. Ich dachte mir sagen, wir gehen rein, oder? Heraus, das ist kalt. Na, der hat die Ruhe weg. Dort drüben ist der Speisesaal. Abendessen ist um 18 Uhr. Falls Sie sonst noch etwas wünschen, einen Snack, Erfrischungen, reden Sie mit Kaiser. Mit Kaiser? Wer ist denn Kaiser? Da drüben gibt's was zum Fressen, pass auf. Ich kann mich später noch genug umsehen. Ja, aber da gibt's doch was zum Essen. Ich kann mich später noch genug umsehen. Ja, also gut. Vielleicht sollten wir uns mal da umschauen. Was gibt's da eigentlich? Der Hotelbesitzer wartet auf mich. Ich will ihn nicht unnötig von der Arbeit abhalten. Ja, aber wir müssen uns doch umschauen. Vielleicht verpassen wir was. Wo ist denn der hier?
Ich zeige Ihnen die Bibliothek. Kommen Sie, Sie müssen Lell kennenlernen. Lell. Später. Zuerst die Formalitäten. Na, zuerst die Bibliothek. Golf. Nicht wirklich die richtige Sportart für den Winter. Ich wollte gerade sagen, Golf spielen ist ein bisschen schwer, oder? Im Winter. Was ist das? Achso, scheinbar haben wir einen Eintrag gekriegt, ha? Achso. Ah ja, gut zu wissen. Und, weiß nicht, sagt es uns auch, wo wir sind? Erdgeschoss. Na, wahrscheinlich wieder nicht, gell? Da hilft uns die Karte nicht auch nicht viel. Wenn es unseren Standpunkt nicht anzeigt. Da sagt es zumindest Zimmer an. Zweiter Stock. Erdgeschoss. Ist das Erdgeschoss? So, was haben wir noch? Eine Gitarre. Schöne Gitarre. Früher konnte ich mal ein paar Akkorde spielen. Die Akkorde von Smoke on the Water. Die kann ja jeder. Inspektor, darf ich vorstellen? Das ist Lell. Er ist ein Gelehrter und versteht 3 europäische Sprachen. Er hat zwar keine Flöhe, aber schüttelt sich trotzdem überall, wo es ihm gerade passt. Ach, und das dort auf dem Gemälde ist der Namensgeber unseres Hotels. Eine Tür weiter ist das Büro. Kommen Sie bitte. So, was spenden die da für fetzige Musik? Personen, Lell. Ja, das ist der Hund des Hauses. Und irgendwann Lell ist irgendwie die blonde Bardame oder so. Sind wir leider enttäuscht worden. Diesem Herrn verdankt das Hotel seinen Namen. Das, was? Der Name? Das Hotel heißt doch zum verunglückten Bergsteiger. So hat doch der Typ gar nicht geheißen, oder? Hamlet? Ach, armer Yorick. In der Tat, der Arme. Hat eigentlich unser Charakter einen Namen? Ich weiß ich gar nicht. Achso, da kann man speichern, das ist schon mal gut zu wissen. Kann ich Notizen? Na gut, dann eben nicht. Dann schauen wir heute mal ins Büro zu dem Alec. Hey, da ist gemütlich. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Oh, aber gerne. Klingt gut, danke. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Alex Never, Hotelbesitzer und Mechaniker. Sie haben bei Ihrer Fahrt durchs Flaschenhalstal bestimmt die Windräder gesehen, oder? Windräder? Da hab ich nichts gesehen, ne? Ach, das waren Windräder? In der Tat. Ich habe sie selbst entworfen und gebaut, mit meinen eigenen Händen. Ach, wirklich? Ja, ganz alleine. Wie auch immer, sagen Sie, wie heißen Sie und was führt Sie den langen Weg hierher? Oh, wir sind scheinbar Inspektor.
Ich bin Inspektor Peter Glebski und will hier für 2 Wochen Urlaub machen. Allein. Gut. Bevor ich Sie auf Ihr Zimmer bringe, will ich Ihnen das Zimmer des Bergsteigers zeigen. Das Museum. Wie Sie sehen, haben wir alles genauso gelassen, wie es am Tag seines tragischen Unfalls war. Ja, wann ist denn der gestorben? Ich würde mich hier gerne umsehen. Ja, natürlich. Und lassen Sie sich ruhig Zeit. Natürlich, wir sind ja gerade im Urlaub. Mein Zimmer ist die Nummer 4. Da werden wir wahrscheinlich später kommen. Ich muss erst mal das Zimmer anschauen. Ich glaube kaum, dass diese Zigarette hier schon seit dem Unfall brennt. Das glaube ich auch. Sonst? Da können wir aussehen. Sieht nix. Das da. Was ist das? Ein Perpetuum mobile? Hey, da schau her. Wir klauen ihm die Schuhe. Frische Erde. Der Sache sollte ich auf den Grund gehen. Aber wir sind doch im Urlaub, Peter. Eine Ausgabe des Muira Boten. Von vorgestern. Kann kaum die letzten 6 Jahre hier gelegen haben. Nicht wirklich, na? Was haben wir da hinten? Ein Klingelknopf. Er ist gelb. Gelb. Gibt's da irgendwas nicht, oder? Unser Mauszeiger verwandelt sich ja. Also wenn ich da hinfahre, wieder zur Lupe. Denke mal, wie haben wir es, oder? Das werden wir schon merken, wenn wir nicht weiterkommen, oder? So, was war es denn eigentlich eher über die Schuhe? Wie Sie sehen, haben wir alles genauso gelassen, wie es am Tag seines tragischen Unfalls war. Aber das glaube ich nicht ganz. War das seine Zigarette? Er hat diese Marke geraucht und die Schachtel war noch nicht leer. Ich vermute, jemand anderes hat die Zigarette angemacht. Besonders ausgefallene Literaturvorlieben hatte er nicht. Das war sicher nicht seine Zeitung. Ich nehme an, das waren seine Schuhe. Schuhe? Oh, das müssen die Schuhe von Herrn Dubanstock sein. Er sucht sie schon seit einigen Tagen. Geben Sie sie mir. Hier, bitte sehr. Vielen Dank, Inspektor. Dubanstock ist einer unserer Stammgäste und Sie können sich sicher vorstellen, dass mir die Sache mit den Schuhen schon Kopfzerbrechen bereitet hat. Nun, wir können später weiter plaudern. Jetzt bringe ich Sie endlich auf Ihr Zimmer. Ja, Zeit wird's.